sich geht. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Wir ernten, was die Woche so gesagt hat. Die PISA-Studie ist rausgekommen und laut der liegen die Schweizer Schülerinnen und Schüler auf den obersten Plätzen, vor allem im Fach Mathematik. Da schließen wir sehr gut ab. Wie sieht das eigentlich in anderen Ländern aus? Das nimmt uns eigentlich fast viel mehr Wunder. Wir haben ja noch Nachbarn, oder? Wir machen jetzt mal eine Umfrage. Und wir gehen zuerst mal noch ein bisschen weiter weg. Wir gehen zu unserem Korrespondent auf Griechenland, zum Werner van Gent. Wie ist die Stimmung dort rund um die PISA-Studie? Nun, die Griechen gehen seit gestern Nacht raus auf die Straße, wo sie seit Monaten wohnen und protestieren gegen die Resultate der PISA-Studie, welche in schlechte Noten in den Fächern Rechnen, Buchhaltung und Fußball hat. Danke, Werner. Wir schalten gerade weiter auf Rom zu unserem Korrespondenten und reden auch dort über die PISA-Studie. Vor Ort ist der Werner van Gent. Nun, hier in Rom ist die Lage noch sehr ruhig. Ich habe mit Leuten in Kaffeehäusern gesprochen und keiner interessierte sich für den Turm. Man merkt, dass die Italiener die ganzen Gespräche um den Schieferturm langsam satt haben. Schade eigentlich, ist bei der PISA-Studie Sport sehr schlecht. Ist bei der PISA-Studie Sport kein Fach, das geprüft wird, weil gerade im Fußball hätten wir nach dieser tollen WM-Qualifikation sicher noch ein paar Punkte geholt, oder? Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld? Ja, dass die Schweizer Spitze an der Schule sind, das freut mich natürlich. Und als Fußballer ist es halt nicht besonders von Nutzen, oder? Da zählt einzig ein aufrechter Gang und ab und zu ein aufrechter Finger. Anderes grosses Thema diese Woche. Wir haben einen neuen Bundespräsident. Der Außenminister Didier Burkhalter übernimmt vom Ueli Maurer das höchste Schweizer Amt. Ja, schauen Sie, schon wieder ist ein SVP-Mann aus dem Amt verdrängt worden, gell Sie? Nicht, Herr Mörgeli, die Wahl ist ja demokratisch gelaufen, absehbar gewesen. Das ist mehr Formsache. Aber ist der Didier Burkhalter der Richtige für den Post? Ein grosses Fragezeichen, Weltwochenchef Roger Köppel. Didier Burkhalter, WTF. Heute ist die Frage nicht, um was geht's, sondern wer zum Teufel ist das? Die Weltwoche hat recherchiert und brisant herausgefunden. Was bis heute niemand gewusst hat, der Didier Burkhalter ist ein Schweizer Bundesrat. Danke für Herr Köppel. Oh ja, der Bastian Schiro, dass ihr kommt, überrascht mich nicht. Wäret ja wahrscheinlich gerne selber Bundespräsident Nein, das stimmt nicht. Ich wäre gern alle 7 auf das Maul geworden und das wäre auch kein Problem gewesen für mich. Aber ich frage mich, der Herr Burkhalter ist nie am Tag täglich, nie am Sonntag, nie beim Schawinski, auch nie beim Giacomo und noch so selten in der Arena. Sowieso ist er nie irgendjemand. Ja gut, in genau die Richtung geht ja Kritik, oder? Man nimmt ihn nie wahr, der Didier Burkhalter. Und jetzt ist er der erste Bundespräsident geworden. Das gibt's im Sport nicht, so etwas, Roger Federer. Nein, gut, aber ich finde es nicht gut, oder? Wieder so ein Beispiel, dass man nicht mehr machen muss, um eine Spitze zu kommen, oder? Ich meine, ich gebe mir wenigstens Mühe, oder? Versuchst wenigstens mir jetzt gerne irgendwann gut zu werden, oder? Ich meine, jetzt haben wir übrigens einen Blick am Morgen. Ich habe noch eine Verständnisfrage. Ja, bitte. Didier, das ist doch der welsche Ausdruck für DJ, oder? Ganz genau für DJ. Ah, voilà. Habe ich gedacht, das ist im Fall auch welsch. Im Fall. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.